Ja, ja, Freunde, dunkel ist es hier bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, aber es hat auch seinen Grund, denn wir sind hier in einer der Minen zurück. Und zwar in der, beziehungsweise Alchemiekonstrukte. Das war ja hier auf der Himmelsinsel. Und ja, ich dachte mir eigentlich so, ich guck mal, wo das Teil überhaupt ist, weil ich mir ganz sicher, wie ich da hinkomme. Bin ein bisschen rumgeflogen und plötzlich war ich hier. Und dachte mir, oh komm, wir können halt direkt auch von hier aus die Folge beginnen. So, was jetzt ein bisschen der Fall ist, es ist scheiße dunkel. Wirklich scheiße dunkel. Gucken, die Lichter. Hier sind natürlich keine. Also der Typ. Der Typ ist gefragt. Schön wär's. Immer die Riesendinger kommen. Wesentlich besser. Wesentlich besser. So. Nehmen wir die mal noch auseinander hier. Dann würde ich gerne etwas machen, und zwar zum Testen. Ich würde gerne ein bisschen vorspulen der Zeit bis nächstem Blutmond und dann nochmal in den Untergrund gehen. Aber nur kurz. Es gibt dort eh noch so 3 Dinge, die ich gerne testen würde. Also 3 Dinge, sprich 3 Stellen besser gesagt. 3 Stellen, an denen es noch Frösche gibt. Bin mich halt interessiert, ob, naja, ob es überhaupt so großartig lohnt, die Frösche platt zu machen. Damit ich irgendwie eine Art Vergleich habe mit dem Sonanium, damit ich weiß, okay, bringt es irgendwie mehr ins Lager zu gehen, bringt es mir die Frösche platt zu machen. Wir werden sehen. So, da legen wir dann ganz kurz weg. Entschuldigung, Gefahr, Gefahr. Ja, Entschuldigung, ich war halt ein bisschen schneller. So, Freundchen, was hast du denn hier Schönes, Energiekristalle. Gut, viel war das jetzt nicht. 15, ihr braucht 100, war? Das ist natürlich ein bisschen doof. Das heißt, dann machen wir es anders. Ich gehe an einen Ort, wo... Achso, der Stempel war vom Ding. Für unser altes Haus. Stimmt. Ich erinnere mich, Freunde, ich erinnere mich. Aber altes Haus, ab zum neuen Haus. Weil wir hier ja auch eine Feuerstelle haben, wo wir ein bisschen übernachten können. Und es gibt natürlich auch ein Bett, wo wir pennen können. Also alles picobello. Und ja, natürlich auch wieder oft ein paar Gedanken gemacht, wo geht's nachher weiter? Immer heiter. Nein, ich will nachher zum Schwebhaus, weil im Untergrund fertig, also fertig, Feuer ist fertig sind. Könnte auch das Haus noch weiterbauen. Ich auch schon mal erwähnt hatte vor ein paar Folgen, aber auch das würde ich sagen erst später. So, Blumen erwarten. Lang kann es nicht dauern, das ist spätestens in den 7. Tag. Das ist er schon. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt... Ja, ich weiß, Zelda, du bist hochbegeistert vom Blutmond. Aber warte mal. Die Zelda hier, kann das heißt gar nicht die echte ist? Eben so ein Fake wie von Sheikah, sage ich schon. Wie von Gigas? Das würde eigentlich noch einiges erklären, wa? Warte mal, wenn ich schon mal zurück bin hier. Mir ist, glaube ich, auch offscreen was aufgefallen. Habe ich das wirklich gemacht? Hier einen Schwalbenbogen? Warte mal. Habe ich jetzt tatsächlich einen Schwalbenbogen dabei, den ich eigentlich für eine Quest brauche. Und wenn ich den aus Versehen einsetze, der mir zerbricht, hätte ich ein Problem. 5 Holzbündel und 3 Diamanten. Ja, leck mich, ey. Hat einen echt dabei. Das ist ja der da, so ein Aniumbogen. Aber ich darf einen Falkenbogen hier nehmen. Besonders schnell spannen. Ja, kann nur gebrauchen. Die Excel-Bogen hier, naja. Nehmen wir den wieder. Wer weiß, was wir für Viecher über den Weg laufen. Ein Holzschild. Will man ein Holzschild hier aufhängen? Kann nur so just for fun. Wir haben wieder mal ein bisschen Platz im Inventar. Okay, hier habe ich noch einen für eine weitere Waffe. Ich will die auch ungern mitnehmen. Höchstens den hier. Den hier vielleicht auch, aber die grimmige Gottheit klingen nehme ich sicher nicht mit. Das Ding von den Gerudos könnte man theoretisch mitnehmen. Gerade auch einen coolen Effekt noch. Und ich warte mal noch bis später.
falls ich dann echt mal brauche. So, gut, das ging schneller als erwartet. Das heißt, wir gehen nochmal runter. Mal ganz kurz gucken, Freunde, Moment. Wir haben eine interaktive Karte. Die ist jetzt wieder zugegangen, war, weil ich den Browser neu gestartet habe. Nix Cache, nix Cache. Also, wo haben wir es? Ich hätte gerne die Frösche im Untergrund. Sag mal. Genau, weil hier habe ich offenbar einige verpasst, wer auch immer das sein kann. Theoretisch müsste hier einer sein, den gehen wir gleich mal besuchen. Was wollte ich noch gucken? Aufstiegen? Nee, warte mal. Irgendwas wollte ich. Achso, warte mal, doch, dort. Sonai-Lager. Eigentlich Sonai als Gegner. Mann, was sind die jetzt? Loot. Das Lootbares. Ja, da müsste es sein. Gut, also erstmal ganz kurz gucken. Dann haben vom Stempel. Jetzt bin ich hier unten, wa? Digga, soll eben unser Ding wieder einsetzen? So ein mächtiges Hoverboard. Ist er da drüber, wa? Gut, die haben schon mal gespawnt, also die Monster selber, aber die anderen Dinge aber nicht, wa? Doch, die auch. Also nicht viele, aber ein paar. Okay. Ich will nichts von euch. Oh, Nierenknospe. Ah, die können wir mal ausprobieren, genau. Das wäre doch mal eine Idee, Freunde. Noch nie gemacht. Wo haben wir sie? Hier. Oh ja, ein paar. So. Leck mir egal wieder die anderen an. Krass. Herz verloren. Alter, geht das schnell hier. Danke, Friends. Genau, da ist ja die Wurzel von der Kamera gerade. Ich wollte jetzt eigentlich... Ja, komm. Wie viel brauche ich? Viel ist ja nicht, wahr? Ein bisschen Batterie haben wir ja. Wow. Das war knapp. Das war krass, dass ein bisschen mehr Batterien ausmacht. Aber hier scheint es nicht respawn zu sein, wa? Die Frage, die ich halt stelle, ist, wovon ist das abhängig? Wobei hier unten ist ja noch ein bisschen mehr. Ich habe da verletzt übersehen. Das würde ich mir sogar zutrauen. Weil jetzt das Lager hier eher so semi-toll ist, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
Naja. Also manchmal fühlen die sich auf während des Blutmonds, manchmal nicht. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, ist eigentlich auch egal. Ich wollte dir was anderes. Also eher eben mal kurz checken, ob die Dinger wieder da sind, sie wieder aufgefüllt haben oder eben noch nicht. Mir fehlt jetzt zwar gerade der Riesenleuchtsamen drauf, brauche aber momentan nicht. So, wir gehen jetzt mal schnell auf. Wo können es dann ungefähr hier? Da müsste eigentlich ein Frosch sein, den ich wohl übersehen habe. Wie gesagt, es ist trotzdem erstaunlich, weil ich jetzt hier mit nur 2. Also, sag das wird irgendwie so. Kriegen wir hier ein rotes Licht. Wie weit ich denn nur mit 2 kompletten Batterien schon mal komme? Weiter als erwartet. Ich hatte es den Unterschied merkst du eigentlich eher so mit 4 oder 5, aber es geht schon. Hä? Da ist jetzt einer. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Krass. So. Aua. Also. Gigama, den brauchen wir sowieso noch für unseren Kumpel. Da mal gucken. Habe ich da alles? Ich glaube schon. Vielleicht als Waffe lieber den hier nachher für oben drauf. So. Ich sagen muss, sie hat ja noch ein bisschen von dem, wa? Also. Die Gamma. Servus. Verzeihung. Jemand zu Hause? Das war falsch. Ding geht er hoch. Meine Güte. Dann haben wir uns aber richtig gleich, das ist nicht so schön. Oh, das war sogar ein bisschen unpraktisch. Natürlich jetzt nicht mehr so viel Schaden, war mit der anderen Waffe. Das ist natürlich auch ein bisschen das Problem. Ah, treffe den noch. Jo. Tschüssi. Also ja, ich meine, ich glaube, irgendwie Angst vor den Viech haben oder so, oder uns ins Boxhorn jagen aus den Viechern, müssen wir nie mehr wieder. Das Problem, das ich momentan noch ein bisschen habe, ist halt mit den Waffen, ne? Weil das, naja, weil bis auf die Waffen drauf geht, ist ganz klar. Und von diesen Fröschen eben gibt es hier ein paar noch im Untergrund. Da würde ich jetzt sagen, wie haben wir jetzt von der Zeit? 15, ne? Die Frösche platt machen selber geht eigentlich auch fix. Nur kann ich mal Bomben schmeißen auf den Rücken.
Also ich würde sagen, wir holen uns direkt mal noch die nächsten paar. Viele sind es nicht mehr, keine Sorge. Also vor allem von denen, die ich irgendwie gerade schnell markieren kann. Hier müsste noch einer sein. Hier drüben irgendwie auch noch einer. Und hier unten und da, glaube ich, in der Nähe ist sowieso irgendwie so. Keine Ahnung, eine Truhe oder so noch mit irgendwie. Sag schnell. Zonite-Kristallen. Ne, warte mal, wie heißen die denn schon wieder genau? Nicht die, diese klare Sonanium. Energiekristalle. Sonar-Energiekristalle, genau. Sozusagen mein Viking, blöd gefragt. Ist hier draußen noch irgendwo geparkt? Ich glaube, das Ding ist despawned, wa? Ja, ich fürchte schon. Okay, wenn ich halt jetzt gerade hier nicht mehr finde. Despawn ist so eine Sache. Ich glaube, solche Sachen. Was Mode gerade? Okay. Solche Sachen despawnen halt immer, wenn zu viele Items im Boden liegen. Ich glaube, irgendwie so 20 oder 30 war, glaube ich, irgendwie so die magische Marke. Ne, da vorne ist es ja. Ne, das sind Mini-Frösche. Komm, weißt du was? Ich kann eine etwas bessere Waffe nehmen. Ernsthaft, zerbricht auch wieder. Alter, all meine Waffen gehen kaputt. Ich weiß, es gehört jetzt zur Systematik des Spiels, aber ganz ehrlich, also meine Waffen zerbrechen. Da bin ich nur teilweise ein Freund von. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, dann wieder ganz kurz nach Grün runter. Ich glaube jetzt von der Zeit her. Die Frösche jetzt noch holen, vor allem gerade wegen scheiß Waffenverschleiß haben. Oder warte ich damit, beziehungsweise sage einfach nur, wo die Frösche wären, damit wir die schon mal markiert haben. Die Frösche platt machen, kann ich eigentlich offscreen. Ein paar Seelen, können wir auch mal gucken, was man mit denen überhaupt genau machen kann. Nein. Falsche Fähigkeit, die hier. Knochenpferde, ja, die brauchen wir brauchen eine Oberfläche, nicht hier unten. Das ist der große Unterschied. Dankeschön. Ja, bisschen falsch. Also ja, ich meine mit der aktuellen Batterie, hey, wir kommen ein bisschen vorwärts, das schon. Ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht. Irgendwie immer so Waffen für uns, oder? Oh, da natürlich jetzt ein doofer Ort, um abzustürzen.
Also wir fliegen nach oben. Ups. Ja, da gehen halt die Waffen zu Bruch. Was soll's. Und so schnell kann es gehen. Ritterhellebarde. Ist aber irgendwie auch nichts Vernünftiges, also von Werten her. Naja. Aber Kumpel. Ist mal fertig hier oder was? Bist du noch verwirrt? Ah, nicht mehr, schade. Junge, das lang gedauert. Starker Äxelbogen. Oh. Der andere ist auch schon tot. Ja. Wieder ein kleines Lager, nehmen wir natürlich immer gerne mit. Normaler Äxelbogen, okay. Einfach einer von denen war ein starkes Exemplar, war die anderen waren Luschen. Sehen wir näher nach dem Felsbrockenhammer oder kommen die hier ohne aus? Ah, da ist schon der erste. Ja, um die Dinge natürlich abzubauen, hey, ist natürlich schon praktisch, muss ich zugeben. Wenn du halt überall so, ja, die nächste Felsbrockenhammerwaffe hast, so herum. So. Ah, da ist er noch. Mal ganz kurz gucken, da unten müsste also einer sein. Ich glaube sowieso, wenn das so ein Areal ist, das schon mal so ein bisschen größer aussieht, dass da irgendwie etwas sein könnte. Hey, wieso hat das nicht geklappt? Link, wieso bist du nicht richtig gesprungen? Oh! Das war Zufall. Ja, wir haben auch eine bessere Waffe. Auch auf die Gefahr hin, dass er gleich zerbrechen wird. Wow. So, jetzt reicht's mir. Danke, Tulin. Ja, so ist halt ein bisschen doof, wenn er nicht so trifft.
Boah, das ist halt hier eine richtig gute Waffe, sag ich jetzt mal, ne? Gibt auch immer noch welche von denen. Sehr gut, sehr gut. Also direkt von den Energieteilen. Ja, der Waffenverschleiß bei dem, hey. Da braucht es eigentlich so, sag jetzt mal, ein, zwei gute, wirklich gute Waffen. Und jetzt so ein Felsbrocken haben wir so ein bisschen was kräftigeres, der auch ein paar Treffer aushält. Ansonsten ist halt der Verschleiß hier unten extrem. Das ist auch wieder sowas. Warte mal, markieren wir das mal ganz kurz als die Stelle. Immer noch die Stelle und das bis jetzt gestummen hat. Denke einfach mal, wird das hier auch korrekt sein. Macht direkt mal hier den Frosch hin. Weil es muss dazugeben, jetzt habe ich irgendwie auch keinen Bock mehr. Also müssen in der Folge nicht mehr jeder große suchen. Das heißt, wir nehmen jetzt das noch den Rest hier vorne schnell mitnehmen. Dann gehen wir hier in die Zentrallinie zurück. Da waren wir letzte Folge schon, wo ich dachte, irgendwie einmal pennen und so, wird trotzdem nicht regeneriert. Der Vorrat quasi, ja. Der Vorrat hier unten. Der Vorrat wird schon wieder aufgefüllt. Das Problem ist aber, was ich auch herausgefunden habe, du musst erstmal raus aus dem Untergrund, also in die Oberfläche oder Himmel, wie auch immer, dort übernachten bis zum nächsten Tag und dann zurück. Also wenn du in der Zentralmine das machst, klappt es nicht. Frag mich nicht warum, ich habe keinen Schimmer. Macht in meinen Augen null Sinn. Aber ist halt so. So, können wir ein paar von denen mitnehmen. Ich habe 16, ich brauche 15, das passt doch. Ne, sogar einer übrig für, naja, für Fotos und so. Zum Beispiel. Okay, das heißt, ich könnte sogar nochmal. Ne? Jetzt mal gucken, 185. Doch, komm, machen wir. Das machen wir. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz raus. Kann ich es nochmal live zeigen. Wir könnten auch den Taburasa. Ne, komm, wir gehen jetzt mal in der Hütte. Pennen wir nochmal einmal, gehen nochmal zurück in den Untergrund und dann sollte ich eigentlich nochmal 2/3 einer ganzen Batterie bekommen. Ich meine, ja, wir waren jetzt kurz unten im Untergrund, so sagen wir mal 20, 30 Minuten. Mit ihr wegen halt. Und haben dafür eigentlich noch wieder so, und dann denken sie, ja, kriegst so 1 bis 2 Batteriedinger. Von der Menge her geht das schon. Also, weil ich hier oben bin, okay, war auch keine Wurzeln mehr. Sehr schön. Das wusste ich auch nicht. Dass sich Miasma hier oben auch regeneriert. Okay, krass. Ich denke, vor allem die Frösche sind natürlich gute Farming-Quellen, weil vor allem bei denen in der Nähe offenbar immer solche ja, Sonanium-Quellen sind. Also insofern, das kann man schon machen. Wenn man will. Logischerweise. Wenn die ganzen Truhen hier noch plündern und so, das wird nur ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich denke, vieles um Sonanium farmen. Muss ich mal gucken, ob das vielleicht doch sogar offscreen mache. Einfach irgendwie, ja, da gucken muss ich irgendwie meine Waffen wieder kriegen, oder? Da unten verschwende. Verbraucher, besser gesagt. Also mal irgendwie ein Amiibo von Daruk einscannen, sollte man eigentlich auch so einen Felsenbrecher bringen. So, seht ihr? Da sind sie wieder. Cool, wa? So, sehr schön. Hätten wir das wieder. Jetzt gehen wir in den Himmel, zurück hier zur Batteriestation. Ich glaube, das war so die einzige, war im Spiel. Wer weiß. Aber so Untergrundminen oder Zentralminen wird es natürlich noch ein paar mehr geben. Allein schon mit der Quest von Koga.
Da muss ich auch mal gucken, wie ich die da mal integriere. Also sprich, kann man mal wieder in die Geoda-Wüste gehen, dann Untergrund, da ein bisschen die Karte aufdecken und dann natürlich eben auch Koga herausfordern. Ich muss zugeben, bevor wir die nächste große Flugsession im Untergrund machen, ich glaube schon irgendwie gerne 3 oder 4 volle Batterien. Dann lohnt es nämlich irgendwie auch eher. Ja, eben, also allzu schlecht ist die Ausbeute nicht, ja? Dass du so 3 Sonanien brauchst für einen so einen Kristall. Ja, gut. Ist halt so, wa? Mhm. Wir kommen bald wieder. Ja, machen wir. Aber jetzt, Freunde, endlich zurück zum Spähposten. Das ist bitter nötig. Weil danach wird uns der Weg wohl oder übel Richtung Hateno führen. Was sind manche Bereiche durch Wände versperrt, die bis zur Decke reichen? Vielleicht sind sie durch einen Abgrund von der Oberfläche aus zugänglich. Wände im Untergrund. Ja, könnte sein. Ach, dann natürlich, wenn wir alles noch rausfinden. Ne? Alleine schon, wenn es um den einen Punkt hier am Ding geht. Beim vergessenen Plateau. Also hier irgendwo. Wer da schon wieder? Irgendwo. Ah, ne, nicht hier. Das war noch ein Frosch, war. Ja, den Tempel, den Schrein, die Wurzel haben wir. Ich meine, hier muss einer sein. Wenn die Karte aufdecken kann, dann muss ich halt von da aus erreichen. Sprich, ich komme hier irgendwo in den Untergrund zum einen, zum anderen müsste hier irgendwo auch noch, vielleicht sogar hier, Höhlen vergessene Plateau. Wenn ich hier reingehe, es hier irgendwo ein Schrein ist. Das könnte alles sein. An die Pura muss er nicht gehen, da waren wir schon. Ich muss ins Labor. Ja, ja, Lichter. Ja, eins am anderen. Hast du was gefunden? Ja, sind noch viel sogar. Bautomatik? Nachzubauen? Dazu ein paar Bauplansteinplatten? Ja, richtig oldschool. Hey, da haben wir es doch. Was denn jetzt? Bauplan Steinplatte. Für Nachbauen der Automatik, okay. Ein Ballon. Okay, cool. Ballon nachbauen kannst, oder? Soll man meinen zumindest. Ja. Und Robby gehört dieser Ballon da, aber leider ist er kaputt. Kannst du vielleicht mit dieser tollen Bauautomatik reparieren? Moment, ganz kurz, ich muss erst mal was trinken. Habe irgendwie einen leicht schmerzhaften Hals. Schnell alles vorbereiten, ja, mach das mal. Yay! Ja, yay, du mich auch. Dann machen wir das doch mal. Du. Oh, ja, das wäre natürlich auch eine Option. Den Ballon tatsächlich reparieren können. Sieht genauso, also sieht sogar aus wie neu. Unglaublich, Mann. Diese geheimnisvolle Kraft stellt unsere ganze Technologie auf den Kopf. Hey! Onkel Robby! Was wollt ihr so laut, Joscha? Mein Ballon ist wieder ganz. Es muss um die geheimnisvolle Kraft handeln, über die die Sonau-Angeber verfügt haben. Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal die Kraft der Sonau mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Rosonanium, super. 1.
Ja. Du, 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 du. Herita. Der Tempel im Untergrund. Geschafft. Was will er machen? Ah, Koga! War da? Das klingt heikel. Ja, sagt der Michael. Okay. Der Anführer der Jägerbande, wa? Die Jägerbande ist eine gefährliche Untergrundorganisation. Untergrund? Naja. Eigentlich habe ich ja seit jetzt, wa? Wenn Königreich Hyrule feindlich gesinnt ist. Da Koga bei diesen Zelda und dir schon einmal nach dem Leben getrachtet hat, können wir das nicht unbeachtet lassen. Das stimmt. Wenn ich Koga dir überlassen kann, werde ich mich ganz auf die Erforschung des Untergrunds konzentrieren. Ach ja, im Zeitenwald durch der Ebene von Hyrule wurden ein Abgrund und neue Statuen entdeckt. In einer Reihe, die wohl im Tempel mit der Automatik vorbei nach Südwesten führt. In dem Tempel etwas zu entdecken geben. Okay. Neue Quest ist das jetzt nicht, wa? Alles klar. Du Typi? Du, der du mich ansprichst. Ich geleite alle Irrlichter in die Welt jenseits der unseren. Das sind verlorene Seelen, gute, böse. Ist alles scheißegal. Ja, hab ich. Eins für dich, komm. Oh ja, ein Irrlicht für wahr. Kann Irrlicht mehr auf ihrem Weg ins Jenseits geleiten. Dank dir ist mir doch geglückt. Hier, nimm, es soll dein sein. Ein Finsterklumpen. Das Kochzutat verleiht Resistenz gegen Miasma. So, okay. Dunkelgewand, 150. Ein seltsames Statuentausch gegen Irrlital, das Gewand, eine Art düstere Spiegelbild des grünen Gewandes, das einst ein gewisser Held trug. Schattenlink, wa? Donnerblumen, lecker mio, ey. Okay, krass. 99 Donnerblumen, okay, da kriege ich nicht hin. Naja, ganz ehrlich, wenn ich eine Donnerblume kostet mich 16 Irrlichter. Da spare ich, glaube ich, lieber auf aufs Gewand. Die Donnerblumen, da mache ich lieber den Duplizierungsglitch. Bringe mir Irrlichter! Ja, ein anderer. Was? Wenn es meine Brüder soll versuchen, ihnen Irrlichter anzubieten. Okay. Eine Gabe stimmt mich wohl. Soll es unterirdischen Orte, an denen meine Brüder warten, erfahren. Hä? Macht er noch gar nichts? Magierstatue. Nö, sieht nicht so aus, wa? Aber knapp verflogen. Super. Aber ja. So dazu. Robby, fliegst du zurück? Großes Labor, Mann! Super Ultra, Dankeschön. Warte mal, da fällt mir was ein. Was denn, Robby? Spitzerne Spitzohren. Und gelöst, in den Athen entwickeln das Purapads fortsetzen. Aus einer Kluda, und am Rand davon findest du das Dorf Hateno. Technologisch gesehen ist es der Nabel der Welt. So, bis dahin, tschüss. Hätten wir eigentlich auch mitnehmen können, wenn wir ehrlich sind. Okay, Freunde, ja. Richtung Hateno, das will ich in der nächsten Folge sowieso hin. Das passt also wie die Faust aufs Auge. Ja, das Schwert ausrüsten hier. Rest muss man gucken, dann gar kein Schild mehr ausgerüstet, krass. Bogen passt aktuell auch, wenn wir das stärkere Varianten haben. Auch alles cool. Körperpartie nach Sets. Passt für mich soweit auch. Also, der Schieß habe ich gleich. Das ist ganz nice. Was ich jetzt noch machen könnte.
Also die Scheißmarkierung, komm, ich nehme die weg, weil bringt eh nichts. Ich sehe jetzt hier einen Schrein, also muss hier auch sowas sein, also. Alles klar, alles klar. Nach Athen, genau. Ich wollte vorher aber noch ganz kurz zurück zum, wo ist es? Hier. Weil die haben ja alle Tränen gefunden, aber die Quest ursprünglich stand von Impan. Ich frage mich, ob die erst noch da ist und zweitens, ob die uns noch was zu sagen hat. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz zurück nach Taburasa, wegen dem Bild für den Fuchs. Fuchs. Mann, Fox, ja, nein. Frosch, Entschuldigung. Gucken da nochmal. Okay, hier sind wir. Das müsste die umgekippte Mutterstatue sein, ne? Wie wir schon mal erfahren haben. Stand die hier? Ne, stand natürlich da drüben. Warum ist eigentlich umgefallen, Alter? Vor allem, dass die Statuen miteinander quatschen, ne? Ist auch so ein Ding. Hä? Ach so. Das wohl die Kammer, wo damals die Weisen ihren Schwur geleistet haben, wa? Ja, die sind noch da. Machst du Fortschritte? Ja, ich habe alle gefunden. Es ist alles scheiße. Die Drachentränen, Alter, die Tränen, die Prinzessin Zelda vergoss, als sie zum Drachen wurde. In Geoglyphen zeigen den Künstler aus aller Zeit nach, was sie sahen, als sie die Drachentränen berührten. Vielleicht hat man damals noch intuitiv verstanden, worum es sich handelte, anders als heute. Jetzt verstehe ich. So fällt es sich also mit den Drachentränen. Link, wenn alle Drachenerinnerungen, die du gesehen hast, wahr sind, kann das nur eins bedeuten. Der Prinzessin Zelda zum Weißdrachen wurde, kann es niemals in die ursprüngliche Form zurückkehren. Oh, wie entsetzlich. Prinzessin Zelda. Das Königshaus auf immer verloren. Es muss einen Weg geben, dass Prinzessin Zelda wieder ihre ursprüngliche Form annehmen kann. Link, wenn nach Kakariko zurückkehren und mich noch einmal in die alten Schriften vertiefen. Sehr schön. Also natürlich nicht wegen Zelda, sondern sie zurück nach Kakariko. Weil dort will ich ja nach Hateno hin. Jo, dann geht ihr mal. Also, gehen wir jetzt noch nach Taburasa. Ich überlege sogar die nächste Folge, aber vielleicht erstmal noch wieder ein paar Schreine aufsuchen soll. Habe ich lange nicht mehr gemacht, ja. Ich kann mal gucken, wie viel das wir aktuell haben, also wie viel davon irgendwie inaktiv wären, ne? Oder beziehungsweise aktiv und noch nicht abgeschlossen. Weil eben, wenn es so 8 oder 12 sind, dann würde, glaube ich, die versuchen zu machen. Theoretisch könnte ich ja eigentlich wieder mal so ein Riesenviehblatt, also so ein Biberok-Dingsblatt machen. Wenn man eins in ihrer Steinherzen bekomme. Ja, wie es halt so ist. Wir sind an einem Punkt angelangt, da könnte man noch so viel machen. Die Frage ist, was davon ist überhaupt auch Let's Play tauglich. Weil eben, ihr könnt auch im Untergrund noch vieles machen. Praktisch alles irgendwie aufdecken, da ich Oberfläche auch schon alles gemacht habe. Oder eben mich auf die Suche nach Koga machen. Da wird so viel gehen. Machen wir es hier. Warte mal, hat er überhaupt Platz? Auf der Bühne? Weil so ein Frosch ist doch ein bisschen groß. Ganz wie versprochen. Jehehe. Das mache ich natürlich. Kann auch weg. Ah, schön, den Rest haben wir auch gespeichert.
Das wundert mich jetzt so ein bisschen, dass die gespeichert werden. Da eigentlich nach dem Blutmond solche Dinge reset sein müssten. Eigentlich. Ah, naja. So. Ist erledigt. Boah, ist der hässlich, ey. Das Meisterwerk des Frosches. Leute, seht her! Ein Gigama! Dass dieses Monster riesig ist. Nach eines der wenigen neuen Monster seit Breath of the Wild. Vertilgt alles, was mir ins Blickfeld gerät. Sogar Bomben. Kriegt danach aber Bauchweh. Also seinen Rücken in den finstersten, tiefen Gliedern zu sehen. Ja. Das genauer anzusehen ist die beste Art zu lernen und die beste Art, die Angst zu überwinden. Komm jederzeit wieder her, um auch das Monster genau anzusehen, ja? Ein Monstersattel, okay. Monster Essenz, sehr gut. Das war 5, der stärkste von allen. Natürlich kommt noch 1. Was soll denn jetzt für ein Monster haben? Der Griok-König. Nein, ich hatte doch ein Bild von dem. Also, ich wollte damals eins machen, aber irgendwie wurde nichts draus. Ja, das ist natürlich der Frostgriok, das ist der falsche. Nein, das heißt, wir müssen nochmal da hoch. Oh, leck mich. Okay. Oh nein, da werden die Scheißding hinter uns. Ja, so ein Scheiß. Ja, so eine Wahrheit, eh? Bring ne Kluder Frieden. Da muss er sowieso hin, wa? Oh, krass. Kogas finstere Pläne. Ja, da muss er da runter. Sehr weit weg ist er von dort aus zwar nicht, wa? Das geht eigentlich noch von der Zentralmine aus. Okay. Freunde, würde mal sagen, das war's der heutige Folge hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nächsten Part also machen wir mit den Episoden weiter. Vielleicht mitunter auch noch eine dieser Dinger hier. Ja, schwierig. Ich meine, wir haben die Quest dabei, das ist natürlich cool. Irgendwie so, ja, vielleicht in die Wüste zurück. Wobei ich glaube, wenn ich in die Wüste zurückgehe, dann mache ich nachher direkt nach Koga da unten. Das wird doch irgendwie so kombinieren. Halt eher so die ganze Monster platt machen, das kostet halt einfach alles. Ihr wisst schon. Halt Waffen. Da holen wir echt mal das Master-Schwert. Aber wollte erstmal einen Deku-Wald noch machen. Stimmt, aber ja was. Machen den nach Hateno, Kakariko? Ja, guck mal. Vielleicht werde ich auch offscreen noch mal ganz kurz in den Himmelslinsen zurückkehren, um ein Bild vom Griok zu machen. Vom König Griok natürlich. Und ich werde, glaube ich, nochmal ein paar Materialien farmen gehen. Denkt da vor allem so an die Irrknospe, Donnerblumen, Qualmerling und so, vielleicht noch ein paar Eisfrüchte, noch Feuerfrüchte und Elektrofrüchte auf 100 hoch und so. Ich guck mal, wa? Und eben vielleicht auch ein bisschen wieder an den Untergrund gehen. Und ein paar Sonanium, Großonanium und so machen. Ich mache dafür gar nicht mehr. Also ich meine, auch duplizieren brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich kann ja auch aus Sonanium kann ich ja die Dinge ja auch machen. Was eigentlich recht praktisch ist. Jo, wir werden sehen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Tears of the Kingdom. Bye bye.